Sola. It's Mr. John Peters hier von der. Met gedanken ziet Gottes woord, we zijn van der en Psalm 121, Bill 3. Set my feet on a sturdy rock, out of His great love I learned the meaning of salvation, out of His great love, out of His great love He picked me up. Set my feet on a sturdy rock, out of His great love I've learned the meaning of salvation, out of His great love. Amen. All right. So je weten we zijn later tijd en de Psalmkapitels. De schrijf heeft 150 kapitels, wat we noemen de Psalmen. En er zijn zo veel wierd. Niet vergeten dat en gewöhnliche Psalm wordt gewöhnlich gezongen. En die Psalm op die van deel betekent wel dat er ook een lied wat gezongen wordt. En dit weer een reizenpsalm oder een lied wat mensen zingen deiden wanneer ze reizen deiden. Ik naam dit de reizende psalm, Psalm 121. En wer als dollar bekommt met reizen als wie dietje, niet zo? We hebben nog einmal een geschichte gehoord van wegtreiben, van voetreiben, van frische Ansiedlungen en Utsiedlungen en so wieder. Wie kan reizen? En wanneer dan was het van de familie wo handreikt en de andere niet, dan wordt gereisd om de bezicht. En hier wo we wonen, zijn we alle gewand, mensen van Mexico, oder Dietsche van Mexico reizen naar Canada, reizen vielleicht naar Seminole, reizen naar Kansas, Oklahoma en so wieder. We lijken te reizen. We zijn reizende mensen. We are road people, niet zo? En zo, de Israëlieten die weer ook gewand reizen. Wat je God had meer de helgedeel eingevierd, eingezet. En dit weer een helgedeel wat de Israëlieten zullen houden, om de wereld wijzen dat ze weer een Gottes volk. En er weer besonders een grote helgedag, dat Passafas, wo in jeder Israëliet soll wenigstens einmal im Leben naar Jeruzalem reizen en deel nemen aan het Passafas. Jeruzalem heet je God in de stad, niet zo? En zo wordt ieder moet gereisd. En viele deiden ook te alle kasten, meestal zeggen, te alle fasten voor reizen. Dan wordt je gefahren, ze zeggen, dan wordt alle te voet, of vielleicht met een mula of met een Buddha. En reizen weer is allemaal gefährlich. Dat is niet gefährlich. Denk mal aan, wanneer die am 40 nemen stichst, er zijn zoveel parts wat te draaien man. En dat jaagt zo bozig. En er zijn duizenden andere wat die voorbij gaan. We willen verlassen niet dat we maar zeggen wat wil komen, niet zo. Maar te die tijden, wanneer we reizen deed, die we een grote gevaar van übervallen worden, van beraubt worden, van bestohlen worden, van bandidos en zo wieder. En zo de Israëlieten würden gewoonlijk in een groep reizen voor zekerheid. En een grote herd würden ze dan top reizen, tegelijk. Wie zijn even dat Jezus in zijn 12 Jünger met frühes Top en zo wieder reizen ieder Mal. Er waren vielleicht 40, 50 en 60 in de groep geweest. En zo'n zoon weer zekerheid. Maar de Israëlieten die hadden nog een ding wat ze deden beim reizen. Da würden ze dit psalm, kijk deze psalm zingen. Psalm 121 würden ze zingen, dat ze nu dat kwamen naar Jeruzalem en zo wieder. Dat verandert te zeggen, dit is een heiden koer. Wenn dat wordt hecher en hecher, als ze naar Jeruzalem kwamen. Dan zegt het in vers, kapitel 121 vers 1. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt. De Haupt für meine Reise kommt von Gott. Meine Hilfe kommt von den Herrn, sagt Vers 2, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wenn er die Himmel und Erde gemacht hat, wo wird er uns nicht beschützen können und uns eine sichere Reise geben, nicht so?
sagt er wieder, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. So die Fout wird sicher gehen, sagt der Psalm. Und der über die wachen, der schlaft nicht. Siehe, der Herr Israel schläft noch schlummert nicht. Gott schlaft kein Mal. Eigentlich schlupen, wir verreiben uns. Danach, Mittagsschlaf, wir nehmen noch mal einen Break. Aber der Gott von der Himmel und der Erde, der schlaft kein Mal. Er ist immer wacher, den fehlt kein Schlaf. So er ist immer für uns und er sorgt für uns. Der Herr behüte dich, der Herr ist dein Schatten über deine rechten Hand. So, wenn das ein heiter Tag ja, für die beste Fout, dann sagt er, Gott ist dein Schatten. Dass dich des Tages der Sonne nicht steche, nach dem Mondes nach. So die Sonne, die wird die nicht schoden, das ist nicht der Mond. Mir wird interessant, wo kommt der Mond am Schoden, aber werden sein, wenn sie reisen dahin, da würde viel wert sein, wenn der Mond bieten wird, dort ein bisschen Licht ist, nicht so? Das er nicht wird gut zu bestehlen und so wieder. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele, der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. So hier ist eine Sicherheit zum Reisen. So in die Reisenden, was wir jeweils nicht tun, als wir tun unser Hängen alle taub, und wir in Gebeten herschicken, dass Gott wird uns führen, dass er wird uns eine gleiche Reise geben, und besonders, dass seine Engel würden mit uns sein. Das ist nicht mit Arre, das ist nicht so. Und wir vielleicht auch nur schon in diesem Psalm lesen, für die Reise. Vielleicht auch nur die Reise. Und weet je wat er erfahren für jeden, der nur eine gleiche Reise und für jeden erfahren Gott zu danken, nicht so, für die gleiche Reise, die er uns gegeben hat. So, Menschen reisen, wie Deutsche, wie reisen, wie verstehen zu reisen, nicht so. Und was haben wir nicht für eine History von Reisen? So, das Psalm ist viel wert, dass Gott ist mit uns, Gott ist bei uns. Er ist für uns, er schläft nicht, er ist kein viel und er wird sich mit das alle weiten. Das ist noch eine Reise, wo er mit uns ist. Weet je, wenn eine Reise dort ist? Das ist die Reise von das Leben. Wir gehen durch das Leben, das ist einfach eine Reise. Wir fangen an als Baby, als Kind. Wir lernen vertrauen, wir lernen gehen. Wir fangen an. Und wir werden besser mit alles. Wir verstehen Dinge besser. Und dann auf einmal kommen schwere Zeiten. Die jüngeren Menschen, die schwerste, die haben das Leben zu holen, das wird alles schaffen. Nicht? Und auf einmal, so viel länger leben, so viel länger du lebst, so viel Partner als die noch hart weh tun werden, so viel Partner muss wem verlieren, oder begrüßen, oder da sein, oder sogar gehört worden von Menschen. Das kommen wir alle durch. Und Partner sagen wieder, was die Hurten tun. Aber das ist eine Reise, das Leben. Und was sagt das Kapitel? Er ist mit uns. Er ist bei uns, er schläft nicht, er wird nicht die Sonne looten auf uns abbrennen, er wird an Schatten sein. Und der Herr uns nicht beschützen von das Leben, nicht sei. Wir sind Tiden, ja, die Gebete merken nun ja Scheit, die Engel, die sind Raum uns, aber nicht lässt er uns direkt im Tod gehen. Und er sagt, aber er ist mit uns, er ist bei uns, und er schläft nicht. Aber er kriegt, was er auch hat, und das so viel wird nicht so. Na, weil wir was der letzte Part von unserer Reise sind, dann sind wir vielleicht alle, wo Menschen können bei jung sterben, wo dann verspricht hat, dass wenn wir wollen übersterben, wie wir tiefer in der Ewigkeit nennen, wir wollen nicht sterben allein sein, mein Freund. Wenn du mal angedacht hast, oder du hast Angst vor irgendwo, wo du vielleicht allein mit neben mir verstorben, no, er wird das sein, seine Engel wollen das sein. Die Schrift, der redet von dort, als der arme Lazarus starb, dann drüben die Engel an und Abraham seine Schuld nennen. So die wird nicht allein sein. Die wird geführt werden. Die wird gedreht werden. Jesus selbst wird die getroffen. Wer es dann nicht annehmen, wer es nicht für ihn sein und seine Sieg sein, so dass er die getroffen, dann brauchst du nicht allein über im Jordan Rief verstorben. Das Psalm 129 sagt, er ist mit uns, er ist bei uns und er ist besonders mit dem, was er reisen. Wer das reisen? Wir alle. Entweder wir stehen im Forthinein und fahren wohin, oder wir gehen durch das Leben. Und wir haben Verbindschaften mit anderen, wir merken Entscheidungen, uns jeder noch mal schrutz. Das ist das Leben, nicht so? Das Leben ist einfach so. Aber Gott ist mit uns, Gott ist bei uns. Und er sagt, er wird uns schon von das Schlechte, von das Böse. Ist das nicht wundervoll? Dann sagt er ist uns Ausgang und Eingang. Er ist, weil wir verloren, ist er mit uns, und weil wir zurückkommen, ist er mit uns, und er wird bei uns sein.
Dit is de reizende psalm, Psalm 121. Wat te zeggen waar we reizen. Dan werden we dat in zijn hingeven. En hij wordt onze feit begeleiden, zegt hij. Hij wordt hier leiden. Als dat niet veel wird, mijn vriend, denk aan Psalm 121. Nächste Mal, wenn er reisen ist. Gottes Segen. I had gone astray, I had lost my way when I called upon